Herzlich willkommen, liebe Leute, für einen Blick auf Europa. Das war heute von Straßburg, wo wir als Plenärsession hatten. Ein paar Sujets, die ich durchlegen will, das ist einerseits, wir sind an einem Zyklus, wo wir über die Zukunft von Europa diskutieren. Und da hatten wir schon den irischen Premier, den kroatischen Premier Anelo. Diese Woche hatten wir den portugiesischen Premier, den Antonio Costa. Und hier wird uns die Visionen durchgelöst oder seine Überlegungen durchgelöst für die Zukunft von Europa aus portugiesischer Sicht. Hier wird eine langjährige Erfahrung. Und hier wird auch allgemein Anklang von an der Plenär. Hier hat besonders auf Demokratie hingewiesen, die ja, wie gesagt, ganz stark unter Druck ist, aber auch Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Freiheit, Solidarität, die Werte, für die am Anfang Europa steht. Mario Soares hat 1967 eng de Mond gemacht, fir dat Portugal kéint an der Europäische Union opgeholt gin. A vun do seet den Antonio Costa, dat dat eng Erfolgsgeschicht war an Europa a Portugal fir an Europa ze sinn, a fir wie gesot do der Europäische Union deel ze holen. Do natürlich war et Wirtschaftskrise, war Flüchtlingskrise, mit haut der Brexit, méi Portugiesen hunn dat mat ganz viel méi trotzdem gut gemanagt kritisieren an hin seht, dat Silo eigentlich gestärkt aus der ganzen Suite von Krisen rausgehen. An dat et wie gesot lorem, dat ze zu Wurstem kommen, an dat ze Staatsschuld am Griff hunn, dat das fir hier e grosse Suse. An dann noch van den Zölle guckt, die Euroskepsis, die sich an verschiedene Länder breet mcht, a Portugal ass dat laut Singer man muss net der Fall, dat hecht Zustimmungen sinn groß. Zölen vun de Leiit, die so ma Portugal muss an der Union bleiwen an huezing Platz do an dreht zo vorbei, dat et eng gestärkten Union ass. An dat seet hier noch, et soll net nëmme förderen, et soll noch sich abbringen. An dat das wie gesot, dat die Situation, die man plazeweis net so kennen, déi ass a Portugal a ëmmer ginn, an dat Freda is natürlich besonnech. Et is so, dat man awer aner Dossien hat d' Europäesch Kommission huet eng Proposition gemacht, wo man schon lang drop werden, dat das fir eng europäesch Arbeitsbehörde, eng Agenz, die sich speziell Mobilitéit soll këmmere vun der Arbecht innerhalb vun Europa. Wir hunn immer méi Sektoren, wo Mobilitéit gros ass, ha besonders am Transport, wo ich permanent op schaffen, ass die Diskussion lorem opkommen, mat den Travailleur détaché, awoch mat de lenger Ruhezeiten, mat den wöchentliche Ruhezeiten an se vir. Dat hecht do ass ganz viel eigentlich, weil am Westen als eng unfair Konkurrenz betrucht, Sozialdumping, war dawer e Modell durchstellt fir verschiedene Länder ass ënner Beschoss. An ha die Agenz huet am Fong eng Part die Aufgabe soll se kreen, fir wie gesot unterstützend wirken fir Memberstaaten, die de Moment nach ganz stark hier Regeln national opgestalt hunn, fir dat ze summen ze feieren, dat wie gesot europäisch besser funktioniert, méi harmonisch funktioniert, méi fair funktioniert. Dat sind so bëssen die Aufgaben, die d'Europäesche Agenz an dem Bereich soll kreen. Da soll auch mat anderen Agenzen ze summe schaffen, wie zum Beispiel auch Sicherheit a Gesundheit op der Arbecht, die a Spanien zu Bilbao usässig sind, an natürlich auch mat Eurofaun, alles wat sich Arbeitsbedingungen, Lebensbedingungen, Arbecht a Familielewen, die Balance dort zu fallen, alles dat befasst Eurofaun sich mat zu Dublin. Dat heißt, du musst, wie gesagt, hunn de Moment so eng Panoplie vun Organisationen, vun Institutionen, die sich dat kümmern. Und es geht darum, für die Memberstaaten, für denen zu helfen, dass den europäischen Binnenmarkt in Zukunft mehr reibungslos a puncto Arbeitswelt, a puncto Sozialaspekte funktioniert. Das habe ich ganz stark begrüßt. Aber wo wir noch werden darauf schaffen, für das noch ein bisschen mehr klar zu machen, wir wollen nämlich nach der Rolle von den Sozialpartnern noch mehr stark mal bringen, auch noch die Verbindlichkeit, dass die Agenz auch wirklich Moyen kriegt, dass sie Suche kriegt, dass sie Personal kriegt und dass sie etwas zu suchen kriegt. Ich meine, die Rolle wollen wir noch verstärken. Dann haben wir noch zwei andere Dossiers, wo ich auch darauf geschafft habe, das ist den Europass. Den Europass hat nicht mit Reisen zu tun, sondern das hat mit Kompetenzen und mit Qualifikationen von unserem Edukationssystem zu tun. Ihr wisst, dass die Education noch ganz stark an der Kompetenz der Memberstaaten liegt. Sogar in einem großen Land wie Deutschland hat der Bund zu Berlin nicht viel über die Education zu sagen. Das geht an den einzelnen Ländern. Bayern, Sachsen, ansofir gëtt dat nach treiert, déi hun nach Kompetenz an so as an Europa. Trotzdem ass haut et studéiert iwwer Grenzen, et schafft den iwwer Grenzen. Ansofir hun dat hecht Dünnerkennung eigentlich vun den Diplomer
ass e wichtige Sujet schon die letzten Joren. An ha geht am Fong drum fir engerseits Qualifikationen, andererseits awer Kompetenzen, die en huet immer méi no Kompetenzen geguckt, fir wie gesot do eng Koordinierung zu fallen, nicht unbedingt eng Harmonisierung, mehr eng Koordinierung an Dünnerkennung grenzüberschreitend méi einfach zu machen, zu erleichtern, dat Memberstaaten Instrumente Bayern do in de Grab kreen, dat ze auch wissen, wo sie dort drin sind. Da haben wir wie gesagt drauf geschafft. Und danach ein Sujet, den am Transportbereich ganz wichtig ist, es geht immer mehr jetzt von am Fang für intelligenten Kommunikation und Mobilitätssystemen. Dir wisst, dass wir ganz stark in Richtung gehen, dass Gefährer geschwind autonom können fahren. Die Daten, die da ausgetauscht gehen zwischen den Gefährern, sind wichtig. Die Daten, auch, die mit der Infrastruktur ausgetauscht gehen, die sind immens wichtig. Und das geht alles in letzter Zeit geht das mit riesigen Schritten, geht das voran. Das muss koordiniert gehen, da müssen gemeinsame Frequenzen geschafft gehen und so weiter. Das heißt, da muss ich sehen, dass das ein europäisches Sujet ist, wo auch ganz viel muss an Recherche gestartet gehen, auch ganz viel an Innovation muss gestartet gehen. Und das ist eigentlich auch durch, dass Europa auf dem Gebiet so kompetitiv gehen. Das heißt, dass man auch innerhalb von der Welt eine Rolle können spielen, dass man nicht nur die Chinesen, den Inder oder wie auch immer das Feld überlassen, sondern dass man da wirklich feiern kann und dass man da eine große Rolle spielen. Ein wichtiges Sujet natürlich ist die Cybersecurity, das heißt die Sicherheit von den Daten, die da ausgetauscht werden. Da schaffen wir ein paar Gebiete. Das sind öffentlich zugängliche Daten, das sind personalbezogene Agentdaten, Privatdaten. Das heißt, für da die Sicherheit zu garantieren. Dann natürlich muss ich auch in Zukunft gucken, für Investoren zu kreieren, die an diesen Bereichen wollen aktiv gehen und wollen daran investieren. Das ist ein Dossier, wo wir die Kommission am Anfang auffordern, in nächster Zeit eine Legislativproposition zu machen. Das heißt, für das Parlament sein Initiativrecht, das ja am Anfang kein Recht mit dem Parlament hat, aber trotzdem die Möglichkeit für Initiativen und Kommission runterzudrehen, für zu fragen, sie sollen das proposieren, eine Proposition machen, dass wir dann an Verhandlungen kommen mit den Memberstaaten, für wie gesagt, über den intelligenten Transportsystem, über die Manier dort zu diskutieren und noch nicht nur zu negociieren, mit dann schlussendlich auch eine Legislation haben an Europa, die die Chance hält, wie das so schön heißt, am Transportjargon. Das wäre kurz ein paar Dossiers, wo ich darauf geschafft habe. Wir hatten natürlich noch viele andere Dossiers hier zu Straßburg, wo es mit Sicherheit nach die eine oder andere Gelegenheit geht, darauf zurückzukommen. Merci fürs Nachgucken, bis die nächste Woche.